Der eine bleibt, der andere kommt. Münchens neue Tatortkommissare. Carlo Liubek und Ferdinand Hofer. Schichtwechsel mit guten Tipps von den Vorgängern. Text lernen und dann schön Text lernen und aufsagen. Und alles glaubwürdig machen. Ja, okay. Darf ich euch anrufen, wenn ich Fragen Selbstverständlich. Ja, natürlich. Okay, das Kostet aber. Wenn es nicht zu spät ist. Unbekannt ist der Neue nicht. In der Tatortfolge Wunderkind saß Liubek schon mal auf der anderen Seite des Verhörtisches. Autodiebstahl ist nicht das einzige Mal, dass Sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Ne? Ich habe keine Autos gestohlen. Die Fahrgestellnummer geändert. In Zukunft wird er die Verbrecher jagen. Dabei liegen ihm als Schauspieler die Bösewichter. Aber auch jemand, der ja für das Gute kämpft, kann ja seine Abgründe haben. Das heißt ja nicht, dass der immer im Leben alles richtig macht. Ich glaube, das ist ja grundsätzlich so. Carlo Liubek. Seit 10 Jahren gehört er zum festen Ensemble am Schauspielhaus Hamburg. Theater will er nie missen, sagt er, neben seinen vielen Rollen beim Film. Wenn er demnächst in München ermittelt, ist das eine Rückkehr. 1999 beginnt er seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule. Ein Wanicek ist nämlich mein Körpertrainer gewesen. Das ist nicht dein Ernst. Das gibt's doch nicht. Jetzt rede ich gerade über dich. Komm her, mein Lieber. Oh, wie schön. Oh, welche Überraschung. Hast du gelesen, Wanicek? Und dann bin ich da. Großes Wiedersehen in München. Hier an den Kammerspielen kontrolliert er als Student schon mal am Einlass die Tickets. Armin? Ja, bitte etwas für Später steht er als Schauspieler auf der großen Bühne. Unter anderem bei Shakespeare, was ihr wollt. Ich habe das ja mal gesagt, das ist so eine meiner einigen Heimaten, die ich so habe, wo man sich zu Hause fühlt und wo man einfach ein wohliges Aufgenommensein herrscht. Als 16-Jähriger kommt Liubek nach München. Sein Vater lebt damals hier. Die Schauspielerei steht überhaupt noch nicht im Fokus. Stattdessen Lehre als Industriekaufmann. Bodenständig. Bei Industrienähmaschinen Strobel. Ich darf das sagen, ist keine Werbung mehr, die gibt's leider nicht mehr. Ich musste Papiere sortieren und so weiter. Und ich war da auch ganz gut, weil für andere kann ich das ganz gut, nur für mich selber nicht. München-Giesing. Neben der Lehre spielt Carlo Liubek in der Jugend des TSV 1860 München. Defensives Mittelfeld. Typ Wadelbeißer. Ich habe immer daran geglaubt, Fußballprofi zu werden. Ich weiß nicht, ob mein Talent ausgereicht hätte. Ich behaupte, meine Verletzungen haben mich gestoppt. Ich finde, das ist die bessere Geschichte. Vor ein paar Jahren nimmt er noch mal an einem Training der Löwen teil. Nachdem das mit dem Fußballprofi einfach nicht klappte, sucht er den Teamgeist woanders. Und dann war das wahrscheinlich irgendeine Suche oder irgendetwas in mir, eine Stimme, die dann was Ähnliches gesucht hat, was man auch wie in einer Familie, wie ein Ensemble, wie eine Mannschaft irgendwie machen kann, gemeinsam. Und eben eine ähnliche Intensität hat oder Leidenschaft hervorruft. Das neue Münchner Tatort-Team. Es reiht sich ein in eine große Tradition. Wollen Sie ein Bier? Ich möchte heimgehen. Gustl Bayerhammer und Helmut Fischer. Wir müssen jetzt eine halbe haben. Komm, was wollen? Bobsi, komm. Ja, ich möchte auch ein Bier. Nach Fischer folgte für nur eine Folge Günther Maria Halmer. Bericht gelesen. Sie unterschätzen mich. Auch Hans Brenner ermittelte nur einmal. Ein merkwürdiges Gefühl. Horst Bollmann zweimal. Ich denke, ich kann Sie beruhigen. Und dann kommen sie. Udo Wachtfeitel und Miro Nemetz. To nisu jedra, moje brodice, već to su gačice, moje Marice. Vorsicht, Bella Mar. Vorsicht, sonst müssen wir uns bei den Allstars mitmachen. Jetzt sind diese beiden am Start. Carlo Liubek ist gerade mal 14, als Bartitsch und Leitmeier zu ermitteln beginnen. Ich hoffe, mir gelingt das vielleicht nicht 35 Jahre, das wird schwierig, aber
doch für die nächsten Jahre ebenso und finde das wirklich toll. Doch bevor er als Kriminalhauptkommissar Nikola Buwak loslegt, gibt es noch 5 Folgen mit den Alten zu sehen. Bleibt spannend beim Tatort.